Unangenehme Fragen mit Nilay und Nati-Style. Okay, ja, dann kann ich die Frage auch beantworten. Okay, machen wir auf jeden Fall. Ey, weißt du, wir gehen einfach instant rein. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es unangenehme Fragen mit Schweizer YouTuber. Absolut vom Papa Platte geklaut. Oh mein Gott, auf die neue Hose. Oh mein Gott, Kevin. Ja, da ist doch gar nichts. Es tut mir leid. Der Marc aka Nilay. Moin Meister! Nati aka Nati-Style. Hallo zusammen, ich bin Nati. Und ich Hallo, ich bin der Adi und ich mache auch mit bei diesem Format, obwohl ich eigentlich gar nicht dabei war. aka Maelo. Hallihallo und herzlich willkommen. Beantworten jetzt unangenehme Fragen, die ihr mir auf Instagram @MailerRomani gestellt habt. Let's go. Wie viele Sexpartner hast du schon gehabt? Gerade so gehen wir rein. Okay, das ist natürlich bei mir eine lange Liste. Ich muss mal kurz abzählen. Cindy, Elena, Melina, Melia, Sarah. Okay. Es war jemand gewesen. Da muss ich schnell auf meiner Liste nachschauen. Der Marc macht einfach den gleichen. Digga, Marc, willst du mich verarschen? Das ist mein Witz. Das ist mein Witz. Wieso machst du das einfach nach? Eigentlich ganz einfach mir, einfach nur eine. Ja. No. Also zuerst mal alle Zuschauer, die die Frage gestellt haben. Perfekt, es sind fast nur sättige Fragen drin gekommen. Ja, es sind Ja, was erwartest du, wenn du das Video machst mit unangenehmen Fragen? Logisch fragen dann alle Leute wegen Sexpartner. natürlich unangenehme Fragen. Was habe ich eigentlich erwartet? Aber um die Frage jetzt ehrlich zu beantworten, ich habe bis jetzt in meinem Leben einzige Sexpartnerin. Nati, Milo und ich, wir haben zusammen 3 Leute. 3 Leute haben mir geholfen, das Essen heimzutragen. Gehabt. Nicht Sexpartner. Und das wäre meine jetzige Freundin, also bis jetzt eine einzige Person. Hast du schon jemanden gestalkt? Safe. Also, Digga, Real Talk, Chat. Wer hat noch nie nicht jemanden gestalkt? Wenn man irgendeinen Crush hat, tut man stalken, Digga. Also, ja, ist auch normal. Ja gut, ja schon sehr oft. Ja, definiere Stalken. Also natürlich so das klassische Stalken mit Feldstecher und Kamera habe ich natürlich schon gemacht. Also, ja, nicht auf der Straße. Im Internet. Auf Insta vielleicht. Stories oder so. Spaß beiseite. Nein, also natürlich so im echten Leben jemanden gestalkt habe ich noch nie. Das würde ich auch nie machen. Im klassischen Sinn stalken, irgendjemand auflauern, die ganze Digga, ich habe die Frage so falsch beantwortet, fällt mir gerade auf. Nein, ich habe nicht gestalkt im Real Life. Einfach halt so, wenn man einen Crush hat auf Insta oder Snap, geht mal schauen, wenn man aufgemacht hat, was für Stories, alte Bilder, Highlights. Leute. jemandem hinterher laufen oder so. Das habe ich noch nie gemacht und werde ich auch niemals machen. Das ist scheiße. Vielleicht irgendjemand auf Insta gestalkt, vielleicht früher in der OS, in der Sek. Das habe ich vielleicht mal gemacht, aber aber sonst habe ich niemand gestalkt und auch niemand irgendwie exzessiv zugespammt oder irgendetwas so. Habe ich nie gemacht, nicht. Ist ja ehrlich gesagt auch scheiße. Nein, keine Ahnung. Vor allem so in dem Alter, wo du halt jemanden vielleicht neu kennenlernst, oder so, machst du das mega oft. Ich habe auch schon für Kolleginnen über andere gesagt. Dann weiss ich auch nicht, also... Ja, genau. Der eine oder andere von euch kennt es sicher, wenn man irgendwie mal ein bisschen Interesse hat an einer Girl und wenn die Social Media hat, dass man vielleicht das öfteren mal auf dem Instagram-Profil vorbeischaut, ob sie vielleicht etwas hat postet, was sie postet. Was es laggt? Es laggt nicht, Leute. Okay, vielleicht laggt es ein bisschen. Das habe ich sicher auch schon gemacht, aber jetzt so wirklich intensiv gestalkt natürlich nicht. Aber ich habe sicher auch schon ein bisschen häufiger als nötig geschaut, was die Person gerade so macht. Ja. Hast du deine Eltern schon beim Sex erwischt? Nope. Ich bin... Nein. Nein, ich habe meine Eltern nie beim Sex erwischt. Sie waren ja schon relativ früh getrennt, beziehungsweise... Ja, ist jetzt hart, aber... Dann ist es schwierig, zum die Eltern beim Sex zu erwischen. Sie hätten also nie gross mitbekommen. Also nein, ich habe meine Eltern nie beim Sex erwischt. Zum Glück. Nein, tatsächlich noch nie. Ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen komisch. Nein, zum Glück nicht. Ich habe es ehrlich gesagt in Zukunft auch nicht vor. Und ich muss auch sagen... Ich habe es eben schon vor in Zukunft. Wäre schon mal lustig, auch mal so reinlaufen. So, die auch. Sind vorhin bei mir auch reingelaufen, oder? Nice. Grüße gehen raus an Mami und Papi, falls ihr das hier schaut. Der hat es bis jetzt sehr gut vor mir versteckt. Aber ich habe das Gefühl, der hat noch nie Sex gehabt, oder? Wer ist der hässlichste Schweizer YouTuber? Boah, das ist eine extrem unangenehme Frage, Maelo. So eine unangenehme Frage habe ich noch nie gehört. Aber ich würde Real Talk sagen, entweder der Marc oder der Maelo, die sind beide schon extrem hässlich. Also ich muss mir auch filmisch
eine Sonnenbrille anziehen, wenn ich ihre Videos schaue, weil das tut mindestens schon ganz ein bisschen blocken, was man sieht. Natürlich nicht alles, aber so ein bisschen hilft es. Oh, uff. Also ganz klar, Elo, Alter, wirklich Abschaum. Also zuerst mal der Zuschauer, der die Frage gestellt hat. Bravo, wirklich eine perfekte Frage. Aber um die Frage ernst zu beantworten, niemand ist der hässlichste Schweizer Was der Adi? Absolut keinen Bock mehr auf den Chat, Digga. YouTuber, wie sie alle schön auf unsere eigene Art und Weise. Das klingt ein bisschen kitschig, aber ich finde das wirklich so. Wie sollten nicht die Leute nach ihnen aussehen werden? Finde ich wirklich so. Nein, das finde ich eine gute Aussage. Sollte man wirklich nicht machen. Ausser es war der Marc Geller. Nilei. Kuss geht raus, Marc. Also ob jetzt da auf Ernst irgendeinen Namen sagen? Ja, keine Ahnung. Es wäre jetzt verdammt assi, wenn ich jetzt wirklich auch ernsthaft so würde sagen, der und der ist richtig hässlich. Weil ich finde ehrlich gesagt auch niemand hässlich. Es sind natürlich alle schön. Aber der hässlichste Schweizer YouTuber, natürlich der Adi mit seinem Schnauz. Lausbub. Du bist ein Lausbub. Auf dem Ping-Pong-Ball steht Lausbub. Das wollte ich jetzt zeigen. Mann! Nein, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie eine schwierige Frage, weil, ich weiß nicht, ist ein bisschen... In der Schweizer YouTube-Szene ist so ein bisschen die Frage, wer ist nicht hässlich? Das ist eine gemeine Frage eigentlich. Ich sage einfach, nein, was soll ich sagen? Ich sage einfach niemand, Alter. Die sind alle traumhaft schön, wirklich. Also wirklich, Real Talk. Hören alle heiraten, Mann. Nein. Das sind alle schön, Leute. Komm, fressen mal. Es ist eigentlich ganz klar der Adi. Jetzt mal kotzen, Digga. Lieblings-Pürner-Kategorie? Lieblings-Pürner-Kategorie. Der Marc hat mir schon gesagt, was er gesagt hat, aber ich sage jetzt ganz offen und ehrlich, ich finde, wenn es in einer Gruppe gemacht wird, als Pürner noch recht toll zum manchmal zuschauen. Mehr sage ich nicht dazu, I'm out. Ja gut, ich meine, habe ich gesagt? Nein, ich beantworte die Frage natürlich auch ernst. Uff. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht eine spezielle Lieblingsporno. Bro, als ob. Digga, ohne Scheiß, wer mir das sagt, Lüge. Nati, Lüge. Jeder hat seine Lieblingskategorie. Wenn man auf der Startseite ist, dann tut man durchscrollen und dann gewisse Sachen einem besser ansprechen als andere. Sagt jetzt bitte, sagt jetzt, was eure Lieblingskategorien sind. Tut nicht drum rumreden. Kategorie. Vor allem bei mir ist es variiert. Oh mein Gott, das ist jetzt irgendwie ganz dumm, das zu beantworten. Ich muss wirklich Real Talk sagen, ich habe nicht eine Lieblingsporno-Kategorie. Digga. Beantworte doch die Frage real. Come on. Es schauen doch nur ein paar tausend Leute zu. Also klar, ich tue natürlich auch hin und wieder mal mich auf schlüpfrige Webseiten begeben und dort das ein oder andere Filmchen anschauen. Aber ich bin nicht so der Kategorien-Durchforster, ich bin mehr der Typ, der einfach schaut, was so ein bisschen auf der Startseite angezeigt wird. Ja, aber auf der Startseite tust du ja dann auch schauen, was dir gefällt. Und da gibt es ja gewisse Sachen, die dir mehr gefallen. Und das geht ja dann in irgendeine Kategorie. Und du mich dann so ein bisschen durchklicken, bis ich etwas gefunden habe, Step Bro, what are you doing? wo man mundet. Ja. Es ist halt so von Zeit zu Zeit anders und man hat jetzt, ich habe jetzt nicht unbedingt einen Liebling so, dann ich will sagen, ich habe mehrere, ja, genau. Momentan haben ja Freundinnen, also momentan gönnen mir gar keine Pornos, das interessiert mich momentan einfach gar nicht. Aber meine Lieblingsporno-Kategorie bevor dem ist, ich würde mal sagen, Amateur, oder? Lass ich sollen stehen und sage nichts mehr dazu. Immer in Amateur. Aber es gibt ja dann auch in Amateur eine Unterkategorien. Und für die Leute, die mehr wissen wollen, hört den Lausbuben-Podcast aus Lugano. Der Can und ich haben einen ausführlichen Talk darüber gehabt. Wie ist es, eine billige Kopie von der deutschen Szene zu sein? Also mit dem Ja, es fühlt sich eigentlich geil an. Nein, logisch, dass sich Schweizer Huren an Deutschen inspirieren. Man tut sich auch an Amerikanern inspirieren. Aber ja, wir haben schon mega viele Sachen übernommen. Wir haben zum Beispiel einfach Wörter übernommen von ihnen. Aber ja, finde ich jetzt nicht so schlimm, weil wir tun ja immer noch so den Schweizer Twist reinbringen oder den Schweizer Dingsbums. Von dem her, klar, wir inspirieren uns daran. Man sieht vielleicht auch Parallelen, aber wir machen es in der Schweiz und wir tun noch die eigenen Sachen reinbringen. Darum finde ich es eigentlich nicht so schlimm. Video beweisen es ja zu 100%, dass ich eine Kopie von der Schweizer Szene bin. Ich bin eine Kopie von Unsympathisch, ich bin eine Kopie von Papa Platte, ich bin eine Kopie von Monte, ich bin eine Kopie von allen Leuten. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich glaube, da musst du eher den Maelo fragen. No front, Digga.
Aber no front! Aber ganz ehrlich, also ich mache es auf Schweizerdeutsch, ich mache es auf meine eigene Art und Weise. Und wenn Leute noch sagen, wie sie nur eine Kopie von der deutschen Szene, dann müssen sie euch ja gar nicht einziehen. Und die meisten Formate, die Deutschen machen, sind auch geklaut von Amerika. Du machst gar nicht mehr unbedingt Original-Sachen, also Sachen, die noch nie da waren. Und vor allem, sind wir mal ehrlich, eben, wie ihr sagt, du kannst YouTube einfach nicht neu erfinden. Geht einfach nicht. Wenn dir das gefällt oder eben nicht gefällt, was du hier auf dem Kanal siehst, dann musst du gar nicht hier sein. Du bist freiwillig da, klickst freiwillig auf das Video und ich kann freiwillig ein Like auf das Video da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich muss sagen, ich finde eben gar nicht mal so, dass wir mega kopiert sind. Also klar haben wir auch schon Videoideen kopiert, aber grundsätzlich die Deutschen machen es von den Amerikanern an, darum kann ich, wir sind alles hure Kopien, Alter. Ja, aber es ist ein hure nice Gefühl, Alter. Real Talk ist richtig geil. Kopie sein von Julia Beauty und Jonas Ems, also es ist wirklich sehr schön, in dieser Rolle zu sein. So. Was hast du an dir nicht gern? Ist es körperlich gemeint oder ist das von der Art her? Ich habe an mir nicht gern, dass ich recht ungeduldig bin manchmal. Wenn ich irgendetwas will, noch will ich es machen. Wenn ich eine Videoidee habe, noch will ich die unbedingt umsetzen. Wenn ich irgendetwas will kaufen, ich bin jetzt zwar nicht der Kauffreak, aber wenn ich irgendein neues Objektiv sehe und ich will das Objektiv, dann hole ich es mir einfach. Und ich würde mir da manchmal gerne ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja. Also ich habe so viel noch nicht probiert an mir. Das Einzige, was ich glaube, probiert wirklich, waren meine Nasenbögel. Sie waren gar nicht so geil. Ja, manchmal, wenn sie ein bisschen salzig waren, geht es noch. Aber sonst habe ich noch nichts von mir probiert, darum kann ich auch nicht sagen, was ich gerne habe. Ja, absolut unlustiger Joke. Sorry. Das kann man natürlich auch auf 2 verschiedene Art und Weisen sehen. Entweder körperlich. Was Schnauz? Der Schnauz, Leute. Der Schnauz. Das ist Liebe. Wir brauchen im Fall noch einen Namen mal für einen Schnauz. Ich fand irgendwie so José, Emanuel, Paolo der Schnauz. Oder charakterlich. Körperlich muss ich sagen, bin ich wirklich absolut zufrieden mit mir. Ich sage jetzt mal äußerlich und charakterlich. Also äußerlich würde ich sagen, ich kann mein Lachen nicht so gerne. Vielleicht, wenn man das sieht auf Bildern, irgendwie Instagram lache ich wirklich, ich weiß auch nicht. Und meine Nase finde ich auch nicht mega nice. Nein, aber so auf Real muss ich sagen, ich bin eigentlich recht zufrieden mit mir selber. Also was ich an mir nicht gerne habe, glaube ist, dass manchmal mein Durchhaltevermögen bei gewissen Sachen nicht so vorhanden ist. Das finde ich ist eine Eigenschaft an mir, die ich nicht so gerne habe. Aber ich probiere mich so zu akzeptieren, wie ich bin und probiere dann die Eigenschaften zu verbessern, die ich nicht gut finde. Aber eben, so das Durchhaltevermögen, das ist schon nicht so gut bei mir. Und vom Charakter würde ich sagen, ich bin ein sehr sensibler Mensch, sage ich mal so. Also ich bin sehr nach dem Wasser gebaut, heisst irgendwie... Auf Venedig angelehnt. Das ist auch sehr nah am Wasser gebaut. Ich bin mega schnell verletzt und vielleicht denkt man im ersten Moment, ja, das ist ja irgendwie cool, aber es ist halt überhaupt nicht nice, weil ich kann halt in der dümmsten Situation komme ich plötzlich einen Klotz im Hals über und dann ja, ist halt einfach wirklich dumm und das würde ich eigentlich sehr gerne nicht haben. Genau, das stört mich ein bisschen. Charakterlich würde ich vielleicht mir wünschen, dass ich manchmal ein bisschen zuverlässiger bin und mehr zum Beispiel den Leuten zurückschreiben auf WhatsApp. Zum Beispiel habe ich manchmal WhatsApp-Nachrichten von privaten Kollegen wochenlang starre Antworten. Milo, ich fühle dich so hart. Digga, ich fühle dich so hart. Ich muss mal jetzt schauen, was gerade so offen ist. Ey, ich kann abends scrollen und es gibt echt gewisse Nachrichten, ich kann jetzt nicht sagen von wem, aber auch gewisse Nachrichten, die noch offen sind. Könnt ihr jetzt antworten? Mache ich aber nicht. Einfach nicht perfekt, aber sonst absolut perfekter Mensch. Wieso isst du Fleisch, obwohl es schädlich für die Umwelt und deine Gesundheit ist? Erstens ist Fleisch sicher nicht schädlich für mich und wenn man es in einem gewissen Maß isst, höchstwahrscheinlich auch nicht schädlich für die Umwelt. Ich sage jetzt nicht, dass Fleisch nicht schädlich ist für die Umwelt. Fleisch ist schädlich, wenn man zu viel konsumiert. Aber ich glaube, Menschen sind, das ist wirklich die banalste Aussage, aber ich finde, Menschen sind Tiere essen Fleisch. Ich finde, wenn man in einem gewissen Maß Fleisch isst, ist das völlig okay. Ich finde es okay, wenn Leute vegan sind, wenn Leute Vegetarier sind. Ich habe gerne Fleisch, ich esse aber nicht viel Fleisch. Ich habe zum Beispiel auch Steaks oder so nicht gerne. Ich esse so zweimal in der Woche Fleisch. Meistens, wenn wir grillieren, einfach irgendeine Wurst oder so. Ich persönlich finde Fleisch nichts Schlimmes und ich finde, das gehört zu den Menschen wie das Wasser ins Meer. Ich finde es gut, dass man es reduziert. Ich finde, man muss es auch übel reduzieren. So Leute, die jeden Tag Fleisch essen, die nicht ohne Fleisch essen können, komplett lustig. Ich könnte einfach einen Monat ohne Fleisch leben. Meine Familie, meine Mama ist Vegetarierin, mein Bruder isst fast kein Fleisch, mein Vater und ich, wir essen eigentlich normal Fleisch, aber darum gibt es bei uns eigentlich nicht viel Fleisch und es ist völlig okay. Ja, also, das ist eine schwere Frage. Real Talk, ich wäre mega gerne Vegetarier oder Veganer. Ich habe den vollsten Respekt von diesen Leuten und ich feiere es mega.
Eben, ich bin selber auch eigentlich voll gerne. Ich muss halt wirklich sagen, es ist einfach schwer. Und also ich habe auch schon... Das meine ich. Für mich ist es nicht schwer, zum kein Fleisch zu essen. Ich könnte wirklich, wenn meine Mom kein Fleisch mehr kaufen würde, ich würde kein Fleisch mehr essen, würde mir gar nicht schwerfallen. Das Einzige, was mir noch schwerfallen würde, ist nach dem Ausgang am 3 Uhr morgens einen Cheeseburger kaufen. Das würde mir noch schwerfallen. Aber so, durch den Tag, wenn alles normal ist, bräuchte ich kein Fleisch. Ich finde es fein, es ist ein nices Add-on. Eben, wenn man es im Maß isst, ist es easy. So wie Nadja jetzt sagt, dass es schwierig ist, auf keinen Fall. Eine Woche lang vegetarisch gelebt und so. Aber irgendwie, es gibt so viele Situationen, wie zum Beispiel an Weihnachten, wo ich es irgendwie mega vermissen würde, dann kein Fleisch zu essen. Ja, ist vielleicht eine mega dumme Ausrede. Fleisch essen ist ja nicht grundsätzlich schädlich für die Umwelt. Also was ja vor allem schädlich für die Umwelt ist Massentierhaltung, was ich natürlich überhaupt nicht cool finde. Aber ich esse Fleisch, weil ich es gerne habe und weil es für mich etwas Natürliches ist, dass Tiere andere Tiere essen. Klar, man könnte jetzt argumentieren, dass man Fleisch nicht braucht und da stimme ich vollkommen zu. Es braucht kein Fleisch, man kann easy ohne Fleisch. Aber ich finde, es geht... Das frage ich mich, ist es möglich, die ganze Welt so zu ernähren mit Fleischersatzprodukten oder mit den Vitaminen, die Fleisch gibt? Ist das möglich? Wie viel muss man da von Sachen anbauen, dass es dann wieder für die ganze Welt reicht? Ist denn nicht wieder Fleisch? Braucht es denn nicht wieder Fleisch? Also ich kenne mich nicht so aus, gell? Geht auch voll klar. Also ich kann es mit meinem Gewissen voll vereinbaren, wenn ich ab und zu mal ein Stück Fleisch esse. Und wenn man einfach darauf schaut, von wo das Fleisch kommt und so. Und kauft Fleisch beim Metzger. Es schmeckt 10-mal besser als vom Coop und es ist halt einfach auch für die Umwelt und für alles besser. Dass es halt eben vielleicht nicht gerade aus der Massentierhaltung oder so stammt, dann kann ich mit dem leben. Aber jedem das Seine, ich verstehe es voll, wenn man auf Fleisch verzichten will. Ich habe mal für ein halbes Jahr auf Fleisch verzichtet. Einfach mal zum Schauen, wie das ist. Und ich habe es nicht so schwierig gefunden. Ich weiß auch nicht, wieso wenn ich noch so viel Fleisch esse. Ich probiere weniger Fleisch zu essen, nur noch 2-3 Mal in der Woche, dass es dann so Genuss ist, das Fleisch, und nicht mehr, dass man so jeden Tag Fleisch isst. Wieso nicht beim Volk? Leute, unser Volk verkauft Fleisch, nur Fleisch vom Metzger. Unser Volk hat Fleisch vom Metzger vom Nachbardorf. Es gibt, glaube ich, noch den einen oder anderen euch, der jeden Tag, Mittag und zur Nacht Fleisch isst, und das ist auf jeden Fall zu viel für die Umwelt und schlecht für eure Gesundheit. Aber wenn ich selber müsste sagen, ich müsste eigentlich noch weniger Fleisch essen. Aber ich habe es wirklich sehr, sehr gern, und es ist eine blöde Ausrede, aber ich esse extrem gern, ein Stück Fleisch zu essen. Aber ich Fang gleich an zu heulen, der Milo. so, dass ich eigentlich es noch mehr sollte reduzieren. Also wieso? Ich weiß es auch nicht. Mein Ziel ist eigentlich schon mal, von Fleisch zu verzichten. Ich glaube, es geht vor allem mega gut, wenn man irgendwie zum Beispiel halt eben in einer Familie lebt, die auch vegetarisch lebt. Ich bin jetzt in einer Familie, wo halt, ja, keine Ahnung, wo es halt einfach Fleisch gibt. Und irgendwie, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich alleine in einer Wohnung lebe, dann würde ich voll easy auf Fleisch verzichten. Ja, ist vielleicht ein bisschen eine Ausrede und vielleicht ein bisschen dumm, aber ja, ich würde eigentlich mega gerne vegetarisch leben. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass Fleisch schädlich für mich ist, wenn es nicht mega verarbeitetes, also weißt, 100'000 Mal verarbeitetes Fleisch ist, sondern, sag jetzt mal, ein gutes Stück Fleisch, das ist das auch nicht ungesund direkt für mich. Also, es kommt immer ein bisschen drauf an. Gell? Ja, und damit wäre es das jetzt auch schon mit dem Video hier. Danke nochmal an Nati und an den Marc, für dass sie hier mitmacht hier bei diesem Format, bei diesen unangenehmen Fragen. Danke nochmal an euch Zuschauer, die mir auf Insta @meileromani die Fragen gestellt haben. Danke vielmals an jeder und jede. Und es würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like würdet geben, den Kanal würdet abonnieren und die Glocke würdet aktivieren. Und in dem Sinne, ciao! Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Das war cool. Ja. Okay, ich habe ein lustiges Video erwartet, ist gegen den Schluss doch noch recht deep geworden, aber es nice gefunden. Milo ist einfach halt der Ehrenbruder von Tag 1 an, Digga. My heart just got stuck between these loops. My mind got stuck in between these groups.